Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 aufpelzig. Und ich habe mich nur zwischen der Aufnahme immer kurz verdrückt, habe die Gruppe nochmal kurz neu positioniert und deswegen habt ihr hier nochmal die Spielpause beginnt Dinger angezeigt. Jo, ansonsten ist hier nichts Großartiges passiert und jetzt gehen wir mal in diese ekelhafte, lebensfeindliche Umgebung hier. Die wurde uns ja schon vor ein paar Episoden auf der Minikarte in der Ebene angezeigt. Und jetzt haben wir hier ein Teufelchen und einen Quasit, die uns hier attackieren. Quasiten, das sind Dämonen und Teufelchen, das sind eigentlich Batetsu, also Teufel tatsächlich. Und Salamander haben wir natürlich auch. Die sind normalerweise eigentlich auch auf der Feuerebene heimisch. So, interessanterweise. Ja, Teufel und Dämonen sind in Dungeons & Dragons nicht das gleiche. Teufel sind die sogenannte Batetsu, das sind rechtschaffend böse Wesen, die in Barator, der neuen Hölle, heimisch sind. Und Dämonen, das sind die Kreaturen aus dem Abyss, das sind chaotisch böse Wesenheiten. Also nicht zu verwechseln. Die Dämonen werden auch als Tanari bezeichnet, also Tana minus Ri, R-I. Und die Batetsu, die werden mit Doppel-A und Z, also B-A-A-T-E-Z-U, Batetsu. Das sind die Teufel. Und die sind eigentlich doch eher Verhandlungssache. Mit Teufel verhandelt man, mit Teufel schließt man Verträge. Und die geben ihm noch eine Chance, aus dem Ganzen rauszurutschen, auch wenn das dann wirklich sehr bürokratisch ist. Die Teufel sind in Dungeons & Dragons wirklich sehr bürokratisch, muss man dazu sagen. Und die Dämonen sind dieses klassische muss zerstören, weil hirnlos. Und ja. Oh. Da kommt wieder ein Salamander arg schnauft. So ist das halt. Deswegen finde ich es doch schon etwas merkwürdig, dass die hier Teufel, also dass die hier Batetsu und Tanari mischen. Weil Dämonen und Teufel hassen sich. Die Hölle grenzt halt direkt an den Abyss an. Und die Teufel in der alte Dungeons & Dragons Version zumindest, ich weiß nicht, wie es in der 4. aktuelle Edition aussieht, aber so wie ich es noch mitgekriegt habe, zuletzt mit der 3.5er Version, war es zumindest nur noch so, dass Barator mit der Hölle halt, mit der neuen Hölle, dass das direkt an der Abyss A grenzt und dass die halt immer mal wieder gegeneinander kämpfen. Sowohl Teufel als auch Dämonen. Ein Maurezi, ich glaube, das ist ein Dämon. Aber in dem Fall 1400 gibt es Teufelchen an Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Maurezi, das ist, glaube ich, ja, ein Dämon, aber hier dargestellt als Düsterschrecken oder Ghoul. Der macht was. Igitt. Oh. Und er hat dieselbe ätzende Geräusche wie ein Ghoul drauf. Okay, er hat nochmal schnell Tote beschworen, die für ihn kämpfen. So, also die Rast habe ich vor allem in der letzten Episode deswegen eingelegt, damit unser Heilzauber wieder komplett sind, weil hier gibt es durchaus so ein paar Dämonen, gerade die größere, die könnten etwas problematisch werden. Und da mag ich definitiv mal Heilzauber noch parat haben. Deswegen speichere ich nochmal hier, weil ich glaube, der erste Dämon, der müsste hier irgendwo in dem Eck sein. Der erste größere, der es lohnt auszuschlachten. So. Da kommt wieder ein Teufelchen. Das kleine rote Teufelchen mit dem Scheifelchen. Okay, also viel halten sie nicht aus, aber dort vergeben sie verhältnismäßig sehr viele Erfahrungspunkte. Für 19 Schadenspunkte und Tod, 1400 Erfahrungspunkte, das ist gewaltig. Okay, Tanari, ja, wirklich ein Dämon. Einfach nur ein Dämon. Tanari ist jetzt nicht sein Name, sondern wirklich einfach nur die Bezeichnung, es ist ein Dämon. Verzweifelt, Sterblicher, denn ihr habt meine Ruhe gestört. Okay, na dann. Tanari unverletzt. Oh, der sieht mich. Jetzt hat er mich auch noch stumm gemacht. Pfui Teufel. Okay, Leute, wir treffen uns dort. Ich mag nämlich nicht noch irgendwelche weitere kleine Minions triggern. Deswegen kämpfen wir hier. So. Also es ist ein Dämon
Und die Gestalt, wie er so aussieht, erinnert eigentlich schon fast an einen Balor. Balor sind die mächtigsten Dämonen, die es gibt. Vergleichbar mit einem Höllenschlundteufel. Oder wie es in AD&D halt noch genannt wird, Höllenschlund-Scheusal. Da hießen Teufel noch nicht Batetsu, sondern Scheusaler. So, und dieser Dämon hat eine Kette. Und er hat ein Dämonenherz. Niemand hat gesagt, dass Dämonenherzen hübsch sind, aber diesen widerwärtigen, breiigen Fleischklumpen, der das Böse förmlich ausstrahlt, hättet ihr nicht erwartet. Das Organ ist schwer, nass und pulsiert noch immer. Selbst wenn ihr es tief in eurem Rucksack verstaut, könnt ihr das unheimliche klingende Pochen hören. Ihr könnt euren Impuls regelmäßig in den Rucksack zu schauen, ob sich das grausige Ding nicht gerade daran macht, sich zu befreien, nur schwer unterdrücken. Ja, es sieht nicht so besonders einladend aus mit diesen Stacheln, die da rausgucken und so einer Art Rubineinheit in der Mitte. Also es ist schon ziemlich ekelhaft. Ich würde sagen, wir töten trotzdem noch die 3 größere Dämonen, die hier rumschlingern, weil die geben immerhin 10.000 Erfahrungspunkte. Heben wir uns doch die schwere Wunde heile auf. Und heilen Abdel Adrian nochmal. So. Dann noch ein bisschen leichte Wunde heilen und dann haben wir Pflaster drüber geklebt und gut ist. So, Vikonia, du für dich. So. Problem ist halt bei Dämonen und bei Teufel. Upsala. Oh, mehrere Maurezi. Scheiße. Oh, du ist der Nächste. Der hat sogar einen Namen. Lealil. Okay. Das heißt, wir ziehen uns jetzt erst einmal alle zurück. Gute Idee, das mir zu übertragen. So, der Maurezi, der versucht jetzt wahrscheinlich wieder Tote zu beschwören. Deswegen unterbinde ich den jetzt erst einmal in seinen Zaubern. Und gut, den Zauber konnte ich erfolgreich unterbrechen. Deswegen alle wieder zurück und aus sicherer Entfernung auf diesen ekligen Typ. So. 6000 Erfahrungspunkte bringt er. Und ich muss sagen, diese kleinere Dämonen, die bringen schon was. Also es sind jetzt nicht die stärksten Dämonen, es sind auch nicht die... es sind halt auch nicht die mächtigsten Dämonen, muss man offen dazu sagen. Aber sie bringen auf jeden Fall viel Erfahrungspunkte. Nur dafür, dass sie nicht besonders stark sind. So, jetzt hauen wir alle nochmal auf Lealil. Alter, diese eklige Schmanzgeräusche. Oh, Vikonia hat doch gar nichts mehr. Moment, das machen wir gerade ein bisschen verteilt. Damit sie wenigstens noch was auf Reserve hat. So. Alter, diese Ghoul-Geräusche, die sind so ranzig. So, die zerschlagen wir jetzt bitte. Weil Lealil, das klingt wenigstens, als wäre es ein weiblicher Dämon. 16.000 Erfahrungspunkte hat der Dämon jetzt gebraucht. Nicht schlecht, Mann. Eklige Viecher. Okay, was hat Lealil bei sich? Wir müssen gerade ein bisschen zurücktreten. Ja, da ist ein ekliger Sack noch dargestellt. Und da ist einfach nur ein weiteres Dämonenherz. Da das der mächtige Dämon ist, kommt das Dämonenherz erstmal zu unserem Artdenker. In unser Artdenker-Album kommt das. Und das sind noch ein paar Skelette und noch so ein Maurezi. Gut, der mit seinen Zauber haben wir noch unterbrechen können. Das ist sehr schön. Normalerweise versuche ich echt immer die Minions, die am lautesten sind, zu unterbinden, weil mich das immens stört, dieses Rumgekreische. Und das ist ja schon als Einzelspieler unglaublich nervtötend, aber das Ganze auch noch beim Let's Play, was ihm die ganze Zeit so reikreischt, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen kann, das ist echt schon sehr, sehr ätzend. Von daher immer diese Minions als erste Auslöcher. Aber schön sieht so aus, die Ebene hier, das ist so wahrscheinlich kein besonders großi. Aber ich finde es schön bei Baldur's Gate, dass man auf andere Ebenen reisen kann. Dass man nicht die ganze Zeit nur in der materiellen Ebene, also der Welt sozusagen feststeckt, sondern dass man auch in der Lage ist, andere Ebenen zu sehen, auch wenn es nur Kleinstausschnitte von einer Ebene sind. Okay, jetzt kommen, glaube ich, hier ganz viele Mephite. Ein Schädelspalter. Oder Teufelchen.
Ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber... Oh, da ist noch ein Tanari, okay. Und der hat jede Menge Gesocks bei sich. Na gut. Das Was heißt, darf es jetzt sein? Edwin, Na, bleib mal meine hier Güte. stehen. Und Edwin wirkt mal einen Kältekegel in die Gegend hier, wenn möglich. So. Und... Okay, er hat sich noch konzentrieren können darauf. Sehr schön. Edwin, geh in Deckung. Du als Zauberer bist du nicht so besonders geeignet. Ach du Scheiße. Belästigt jemand Also jetzt kommt hier der ganze Pöbelarg stürmt. Und machen Feuerball drauf. Ach du Scheiße. Gut, schlachtet ab, was möglich ist. Gott. Meine Fresse. Gott, jetzt könnt ihr das vielleicht nachvollziehen, warum ich die Heilzauber unbedingt wieder alle fit haben wollt. Ich meine, besonders stark sind sie ja nicht, die kleinen Biester, aber sie sind halt sehr, sehr nervtötend. Gut, jeder hat einen Feind, den er attackieren kann. Sehr schön. Sogar Edwin hat mit 36 Schadenspunkten Quasit gekillt. Das ist doch sehr schön. So. Abdel Adrian hat seine 8 niedergemacht. Jetzt bleibt nur noch dieses Teufelchen zum Schluss. Puh, okay. So, da ist der Tanari. Auf den rotzen wir jetzt auch nochmal drauf. So. Du Mistkerl. Oh, der macht schon ordentlich Schade, der Kerl. Gut. Auf euren Befehl hin. Auf euren Befehl hin. Boah. Bleibt doch mal stehen. Okay, an. Hopp, jetzt macht ihn fertig. Boah. Das sind echte Drecksäue, die Viecher. Und da haben wir noch ein Dämonenherz für unsere Sammlung. Sehr schön. Jetzt haben wir 3 Dämonenherze. Ich glaube, das war es auch erst einmal, was wir nur noch kriegen können. Dann machen wir noch eine Massenheilung. Ah ne, die ist noch stumm. Die kann noch nichts verwenden. Okay, die reicht auch erstmal, die Massenheilung. Was zu tun ist. Puh. Ich warte. Komm, der Rede wert. Das gibt's dann in spätere Systeme. Das klingt okay. Gibt's dann nimm den Zauber Massenheilung. In Pathfinder beispielsweise, was ich derzeit mit einer Gruppe als Pen-and-Paper-Rollenspiel betreibt, gibt es dann später Massenheilung für alle anderen Zauber. Das heißt Massenheilung leichte Wunden oder massenleichte Wunden, massenmittelschwere Wunden, massenschwere Wunden, massenkritische Wunden. Also nicht einfach nur Massenheilung der Zauber, sondern das sind tatsächlich spezifisch für Massenheilung mit dem leichte Wunde heilen, mit dem mittelschwere Wunden, schwere Wunden, kritische Wunden. Und das trifft dann alle Leute aus der oder beziehungsweise es trifft bestimmt die Artzahl in einem bestimmten Umkreis. Ja. So, jetzt haben wir hier alles erforscht auf der Ebene. Und du ist unsere Sphäre der Ebenen glücklicherweise mit diesem lustigen Holzsteg aus der materiellen Ebene wahrscheinlich, weil ich glaube, hier gibt es kein Holz und wenn, dann ist das giftig, bösartig und ekelhaft. So, du dort hier. Genau, Kamerad, du dort hier. So. Ich habe ja schon begriffen. Weil wenn man irgendwie so halb dort dran hängt, kann es sein, dass die irgendwo in der Pampa stehen bleiben. Gut. Dann haben wir das auch noch erledigt. Ausgezeichnet. Ich kümmere mich. Das ist eigentlich so ziemlich assi, wenn man das sich jetzt mal überlegt. Man kommt auf eine fremde Ebene und ja, zum Energiekerl. Du will ich hier, zum Energiekerl. Ist Also, schon geschehen. Sagt du mir, was zu tun. dort Bin hier, dabei. du dort hier, du hier, kannst bleiben. Du gehst schon in die Pampa und du gehst dort hier. So, Ich warte. perfekt. Eines Tages. Ja, eigentlich ist die Vorstellung schon ziemlich asozial. Man kommt durch eine fremde Ebene, okay, es ist von lauter Dämonen und so weiter bevölkert, aber da scheinen so 3 größere Dämonen zu sein, die wirklich was zur Sache haben. Und dann kommen irgendwelche Leute von der materiellen Ebene und schlachten einfach mal diese Ebene hier ab. Das muss man sich mal geben. Wie als würde man in so einem, ja, so einem kleinen Dörfchen oder was leben. Und das ist das Einzigste, was es auf der kleinen Ebene gibt. So ein kleines Dörfchen. Da kommen irgendwelche Leute mit so einer riesigen Kugel, mit so einem Todesstern an und schlachten einfach manuell in einen
in einem Kampf mit Klinge alle Einwohner von diesem Dörfchen und somit von der Ebene ab. Das ist schon ziemlich heftig irgendwie, die Vorstellung, dass man so ganze Ebene massakriert, nur um an ein Dämonenherz zu kommen, mit dem dann die Leute wieder in ihre Ebene können. Idee, das mir zu übertragen. Also die Vorstellung finde ich schon irgendwie ziemlich asozial. So, jetzt erst noch mal einen Schluck Wasser auf den Schreck. Haha, scheint, als ob genug für alle da ist. Ach, Korkan wieder. Hey, vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Der Typ. Der Typ. Okay. Wir haben das Herz von dieser etwas stärkeren Tanari bei Abdel Adrian geparkt. Komm, der Rede wert. Und ich würde sagen, er kann es jetzt nochmal drauf ankommen lassen. Wenn wir jetzt Pech haben, steht hier nochmal so Golem-Kompanie. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Aber wir haben kein Pech. Sehr schön. Da euch keine bessere Lösung einfällt, verfüttert ihr das Dämonenherz an eines der zahlreichen Mäuler, das sich im Fleisch der Maschinerie befindet. Einen Augenblick später erzittert die Sphäre. Ihr könnt spüren, wie sie sich wieder auflädt. Der Energiekern der Sphäre erwacht zum Leben. Er krümmt die Dimension, während die Sphäre durch die Ebenen rast. Nach ein paar Minuten kommt die Sphäre mit einem Ruck zum Stehen und der Energiekern erlischt. Die Kugel hat ihre letzte Reise durch die Ebenen hinter sich. Okay. Wir haben dafür 45.500 Erfahrungspunkte gekriegt. Das an sich ist schon ziemlich gut. Ja, ich So, hoffe, das bringt. jetzt gehen wir raus. Und ich glaube, mir schulden nur noch jemand einen kleinen Gefallen. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr einfach ausspazieren, sondern wir müssen noch zu unserem freundlichen Nekromant und sollten bei dem vorbeigucken. Weil der wollte ja noch unbedingt seine Heimat sehen, bevor er stirbt. Was ich eigentlich auch ziemlich assi finde, gerade so dieser Logikfehler. Der Nekromant liegt da unten und ich habe bald meine letzten Atemzüge. Und man braucht wahrscheinlich eh schon so 2-3 Stunden, bis man die Dämonen da draußen abgeschlachtet hat. Wir haben hier noch einfach ganz frech und kackend dreist Schon geschehen. eine 16-Stunden-Rast hier hingelegt. Muss man sich eigentlich auch mal geben. Weil eigentlich 16 Stunden Raste, das ist schon ziemlich heftig. Während der Typ da ohne im Sterbe liegt und wirklich um jede Minute anscheinend kämpft. Also sorry, dort denke ich erst jetzt, aus rollespieltechnischer Sicht ist es eigentlich schon extrem asozial und dreist. So, jetzt gehen wir noch runter. Ich hoffe, er lebt noch. Dabei. Sagt mir, was zu tun ist. Und Lavok, Wenn es denn sein muss. wie sieht's aus? Wir sind auf unsere Heimatebene zurückgekehrt. Bitte, bitte, Fremder, denkt an unsere Abmachung. Lasst mich meine Sonne ein letztes Mal sehen. Na gut, sind wir noch freundlich zu ihm. Ja, ich werde machen, was ihr wünscht. Ich bin euch sehr zu Dank verpflichtet. Wenn ihr mich nur tragen könntet. Meine Stärke hat mich verlassen. Meine letzten Augenblicke sind angebrochen. Jetzt muss ich den Aff auch noch tragen. Eieiei, zum Glück sieht mich wenigstens niemand, bei dem ich in schlechte Ruf geraten könnte, dass ich freundlich wäre oder so. Anomen, auf ein Wort, wenn's gefällt. Okay, wir waren jetzt über 60 Stunden, wahrscheinlich waren wir so 20 Stunden unterwegs. Und dieser Affe wartet tatsächlich an dieser Ebene, an dieser Sphäre der Ebenen auf uns, um Anomen abzufangen. Na gut. Wie kann ich euch helfen? Ich bin Sir Ryan Troll, ein Paladin vom Orde des höchst strahlenden Herzens. Im Namen von Torm begrüße ich euch. Das ist sozusagen der rechtschaffen gute Kriegs- und Soldategott. Ich grüße euch, ach, die Zeit ist reif. Allerdings, im Namen vom Prälat erwartet der Rat euer Rückkehr in die Hohe Hall. Ich werde zurückkehren und im Licht der Helms stehe, um über meine Tate und Gewandtheit eine Waffe urteile zu lassen. So sei es denn, ich segne euch im Namen vom Torm, Anomen. Und ihr sollt auch gesegnet sein. Ich werde euch bei der Hohe Hall wieder treffen, Anome. Viel Glück. Mein Dank, Sir Troll. Ich sehe unserem nächsten Treffer bereits mit Freude entgegen. Naja, lieber nett. Der Himmel. Nach so langer Zeit hatte ich bereits vergessen, wie er aussah. Ich danke euch. Ich will... Wurstsuppe. Entschuldigung, der hat Zeigemist. Und vor allem dieser Sir Ryan Troll latscht einfach in die Sphäre rein, statt
wieder zu der Halle zurückzukehren. Naja, egal, Paladine und so. Okay, Lavok Bitte stirbt. vergesst die Dinge, die ich zu euch gesagt habe. Sie waren unbedacht. Ihr seid kein Drow und solche Beleidigungen stehen euch nicht an. Habe ich doch gesagt, die kommt wieder arge Krocher. Jetzt kommt aber sehr viel auf einmal. Also, Lavok ist jetzt gestorben. Und dafür, dass wir ihn jetzt nochmal rausbuxiert haben, kriegt jeder Einzelne von uns hier 45.500 Erfahrungspunkte. Also, auch für böse Gruppe, es kann sich ab und zu mal lohnen, ein böse Kollege einen Gefallen zu tun. Also insofern kann ich das Rollenspiel technisch wenigstens erklären. Auch wenn wir gegen den Typ gekämpft haben, ist es mehr oder weniger ein böser Kollege. Insofern, okay, komm, 500 Jahre, das ist schon ziemlich heftig, erinnert schon fast an Sklaverei. Und Sklavehandel haben wir immer hier auch unterbunden. Und ich habe auch meiner Diebesgilde gesagt, mit Sklave will ich nichts am Hut haben. Und kann ich wenigstens alles rollenspieltechnisch irgendwie noch erklären. Ja, und wenn Lavok hier stirbt und Valiga Cortala ist in der Gruppe, weil man eine gute Gruppe hat, und er ist dann mit dabei. Der sagt dann auch sowas wie, ja, seine Familie hat ihn die ganze Zeit gehasst und eigentlich war er doch ein ziemlich erbärmliches Wesen und eigentlich war er doch schon ziemlich bemitleidenswert zum Schluss und er kann ihn nicht mehr hassen und er muss ihm jetzt vergeben. So. Und ansonsten gibt es auch während der Interaktion mit Lavok immer noch so ein bisschen Einwände von Valiga, der sagt, nein, ihr dürft ihm nicht glauben, das ist ein bösartiger Nekromant, der ist ganz schlimm. Weil die Familie hat ihn definitiv zu hassen gelernt, der alte Lavok. So, jetzt zu ihr. Warum sollte ich? Ihr habt die Grenze einmal zu oft überschritten und ich sage nun gut, ich nehme eure Entschuldigung an. Danke, Abdel Adrian. Ich werde in Zukunft darauf achten, nicht so offen zu sprechen. Naja, du kannst ruhig offen sprechen, du musst mich nur die ganze Zeit beleidigen. Das höre ich nämlich nicht so gern. Und da haben wir noch einen Ring. Und den können wir nicht so aus dem Stegreif identifizieren. Sehr schade. Aber Vikonia können wir hier aus dem Stegreif direkt aufleveln. Das wird jetzt lustig, wenn wir zur Anomens Prüfung gehen, weil wir sind mit dem Ruf von unbeliebt 6 unterwegs. Das heißt, der Typ reist alle schon mit ziemlich unbeliebte Gestalte, was der Paladine nicht so gut gefallen wird. Dann reist er auch noch mit einer Drow, muss man auch dazu sagen. Ja, zusätzliche Priesterzauber 4, 5 und 7. 2 Trefferpunkte kriegt sie und ein Sagenkunde mehr. So, perfekt. Okay, was haben wir? Hier. Einmal schwere Wunden heilen mehr. Einmal kritische Wunden heilen bitte. Und auf Stufe 7 hat unser guter Anomen den Sonnenstrahl gekriegt. Okay, was machen wir dann bei dir? Feuersturm. 2W8 Schadenspunkte plus Schadenspunkt pro Stufe. Vikonia hat Stufe 14. Hui, okay. Das wären 2W8 plus 14. Okay. 4 Runden lang. Alle Wesen im Wirkungsbereich. 2W8 plus 14. Also 16 plus 14. Das könnte schon ordentlich Schade reißen. Aber wir haben dann noch Symbol der Betäubung. Da muss man gucken, wie viel das betrifft. Jeder im Wirkungsbereich. Reichweite von 30 Meter. Ist da nichts. Okay, 30 Meter tatsächlich, okay. Wird für 2 Runden plus eine Runde pro 3 Stufen des Priesters betäubt. Okay, wie viel haben wir dann? Stufe 14. Da haben wir dann plus 4 maximal dann wahrscheinlich, ne? Und dann der macht tot. Okay, mehr als 60 Trefferpunkte, das trifft hier schon auf die Meister zu. Furcht ist einfach nur ätzend, weil die dann durch die Gegend rennen. Schild der Archonen. Okay. Mehr als Stufe 7 geht halt nicht. Regeneration zählt als Nekromantie. Auferstehung, dafür haben wir ja die Stäbe. Insofern müssen wir den Zauber gar nicht verwenden. Erdbeben, Finger des Todes, Tor und Verwirrung. Ja, das ist ziemlich blöd, dass das auf Stufe 7 ist, während der Marke das auf Stufe 4 lernt. Tor. Damit kann man halt so einen Höllenschlund-Scheusal, also der mächtigste Teufel, herbeirufen. Aber der kann dann eher unser Leut attackieren. Das ist nicht so schön. Deswegen würde ich sagen, wir probieren es doch einfach mal mit dem Feuersturm. Probieren wir es doch mal so. Okay. Jetzt haben wir jede Menge Kruscht hier gefunden. Das heißt, wir sollten erst nochmal zur Kupferkrone. Ich mag nämlich eigentlich bei der Kupferkrone erstmal unseren aktuellen Kruscht untersuchen. Und dann würde ich ganz gern mit der Gruppe zum Tempelbezirk, um Anomens Durchfall beim Order
zu feiern. So, der hat ja gedacht, dass er hier der große Rittersmann wird. Aber ich denke, du ist definitiv Arschlecken, gesagt. Der wird kein Ritter, der Mann. Nicht in dem Leber, nicht in dem Spielstand. Okay, wo sind denn die ganze andere Hansel? Okay, Korkan ist schon hier. So, dann gucken wir da nochmal ganz kurz rein. Ich bin für Ruhm und Ehre. Okay, das war, weil ich zweimal geklickt habe und er zwei verschiedene Sachen gesagt hat. Aber es hat perfekt gepasst. Okay, die geben nur 200 Erfahrungspunkte. Das können ja nur ziemliche Ranzer sein. Der Hansel verpisst sich sogar noch ständig, der Feigling. Okay, was hat der Knetkopf? Der hat einen Jaspis. Dann können wir Abdel Adrian weiterreichen. So, da war... Was war der Eder? Ja, das können wir auch verkaufen, den Scheiß. So, der kann dort rein. Und jetzt allesamt volle Wumme auf den Hansel. So. Also sorry, aber wer versucht unseren Magier zu überfallen, der muss mit Schläge rechnen, würde ich sagen. So, jetzt bitte alle dort hier. Unser Magier macht sich leider im Nahkampf nicht allzu gut. So. Das wird jetzt eine größere Geschichte wahrscheinlich. So, ein Stück Wasser gerade. Ah, das tut gut. Ich hatte nämlich so eine Kratze wieder im Hals. Und ich weiß genau, wenn er so kurz vor Huste ist. Glücklicherweise konnte ich das eigentlich recht gut eindämmen. Während meiner Let's Plays. Obwohl wirklich 30 Minuten schon sehr happig sind für mich, muss ich gestehen. Weil 30 Minuten lang spreche, ohne dabei rumzuhusten wie blöd, ist schon eine Herausforderung, muss ich gestehen. So, jetzt machen wir das nochmal weg. Den ganzen Schampel, den ich nicht brauche. 2 Smaragde habe ich jetzt auch nochmal verkauft, weil ich glaube, so viel brauchen wir auch nicht. Königstränen sollte ich in die aufbewahren. Ich glaube, die brauchen wir noch. Gerade für Thron des Baal brauchen wir die, glaube ich. So, diese Jassare können wir auch verkaufen. Die Mondriegel haben wir auch mehrfach. Ja, Diamante. Komm, die behalten wir auch noch, weil ich glaube, für Thron des Baal brauchen wir schon ein paar Diamante. So, das alles schon. Spitzbubenstein behalten wir auf jeden Fall auch. Dann desto Pforte mit und ein Zios noch. Okay, nicht Zion, sondern Zios. Okay, identifizieren können sie bei der Kupferkrone leider nicht. Aber dort den Schampel vom Walliga, den kriege ich noch verkauft. Für 36 Gold. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Das ist schon ziemlich assi. Und dann der beißende Bolze. Helm des Rums, der kann weg. Das Ninja-To. Und jawollo. Dann ansonsten, was haben wir hier noch? Das war hier der Quark. Beschützer des zweiten 1005 Goldstücke, also 50 Goldstücke. Also bitte, das ist wirklich ein Quark. Dann... Was haben wir dann hier? Der Schampel kann auch noch fort. Alles weg. Okay. Dann haben wir noch einen Schutzumhang übrig und haben noch einen Ring. Der ist auf jeden Fall für Edwin reserviert. So. Dann alle wieder sammeln, bitte. Und raus. Und ich würde sagen, wir erleben jetzt noch original der Rausschmiss von Anomen. Und sein Gesinnungswandel. Das ist nämlich echt nicht schlecht. Es wäre nämlich sehr, sehr ätzend, wäre meiner Meinung nach, wenn Anomen in unserer böse Gruppe ist mit unbeliebtem Ruf, während er immer eigentlich noch rechtschaffen neutral ist. So, dann kehren wir nochmal ganz schnell in den Tempel des Helmei, weil die können identifizieren dort. Die kaufen zwar nichts, aber... Im Tempel des Helm können sie wenigstens unseren Schampel identifizieren, den wir haben. So, komm her. Helm sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Das sage ich auch immer zu Weihnachten. So, da haben wir noch hier Ringe. Das lese ich dann alles in der nächsten Episode vor, ihr liebe Leute. Alles, was jetzt da identifiziert wird und von Rang und Name ist, wird auf jeden Fall erst in der nächsten Episode verlesen. So viel kann ich schon mal gleich prophezeien. So, jetzt haben wir das alles. Aber ein kurzer Überblick möchte ich zumindest haben. Wir haben der Rambock-Ring. Wie gesagt, 5 bis 30 Schadenspunkte macht er sogar. Ring des 6. Sinns. Das ist Verfallen finden. Ja, da will ich aber den Charisma-Ring auf jeden Fall. Der Unsichtbarkeitsring auch auf jeden Fall. Also, wie gesagt, er hat sonst eigentlich ein Charisma von 3. Deswegen, das ist ziemlich kacke, wenn ich das Ding jetzt abmache.
Charisma von 5. Also, nee. Da kriege ich eigentlich überhaupt keine gute Preise mehr gemacht und zahle dann fast das Doppelte, weil ich so unwahrscheinlich hässlich bin mit dem Charisma von 5, dass kein Mensch mir irgendwas verkaufen will. Und das hier, der Ring der Klugheit, zusätzliche Zauber, 2. Grad, 3. Grad und 4. Grad. Also insofern sehr praktisch, den ziehe ich ihm jetzt schon mal an und rüste ihn schon damit aus. Vorgelesen wird dann auf jeden Fall in der nächsten Episode. Okay, da haben wir noch frei für Säurepfeil, Spiegelbild packen wir noch rein. Hier können wir noch natürlich zusätzlicher Feuerball, wer hätte es gedacht. Und da können wir noch mal ein geheimes Wort, obwohl, ne, eine Geisterrüstung ist besser. Und ja, das war's. Das war's soweit. Gute Idee, das So. Dann. Wobei, eigentlich ist ja unsere Zeit jetzt schon erreicht, glaube ich. Also wenn ich mich nicht vollkommen geirrt habe, dann dürfte jetzt die Zeit vorbei sein. Hey, vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Hab jetzt gerade nochmal auf die Uhr geguckt, deswegen, ich glaube, da kommen wir nämlich hier so mit der Zeit. Der Sieg wird unser. Ich werde eurer Stärke folgen. Deswegen drehen wir es doch gerade ein bisschen anders um. Ich glaube, es wäre ein schöner Opener in der nächsten Episode, wenn wir Anomens Rausschmiss erleben. Und wenn ich jetzt zum Schluss einfach nochmal das Zeug vorlese, was wir so gekriegt haben. Ich denke, das wäre schöner. Machen wir gerade umgekehrt. So, also als Abschluss nochmal. Machen wir schon mal die Idee Ich auf. hoffe, das bringt was. Da stehen wir nämlich hier vor der hohen Halle des strahlenden Herzens mit diesen Darstellungen von Torm als Ritter. So, da haben wir nämlich hier Rambockring bzw. Widderring. Der Ring ist auch als Zertrümmerer der Burgen bekannt. Mit einem einzigen Befehlswort kann man die fantastische und gleichzeitig zerstörerische Kraft des Rings entfesseln. Ein fast unsichtbares Kraftfeld, das an einen Rambock erinnert, schießt aus dem Ring. Diese Kraft kann man theoretisch dazu nutzen, Gegner von Brüstungen zu stoßen oder Burgmauern zu zertrümmern. Sie lässt sich jedoch auch vorzüglich einsetzen, um einen Gegner zu verwunden. Besondere Fähigkeit: Träger kann einmal täglich 5 bis 30 Schadenspunkte bei einem Gegner verursachen. Okay, das kriegt jetzt erstmal Korgan verpasst. Ich finde, das passt irgendwie zu ihm. Dann Ring des 6. Sinnes. Nisufs Labyrinth war ein großes Heckenlabyrinth, das vom Erzmagier Nisuf zu seiner Belustigung angelegt worden war. Das Labyrinth war mit hunderten von magischen Fallen ausgestattet, die zum Großteil ziemlich tödlich waren. Nisuf setzte eine Belohnung für jeden tapferen Mann oder jede tapfere Frau aus, die bis zum Zentrum des Labyrinths vordringen konnte. Die Belohnung war hoch genug, um sich damit ein eigenes Königreich zu kaufen. Tausende versuchten ihr Glück und starben, bis das Labyrinth schließlich von einem gewissen Otek Wärm überwunden wurde, der dank des Ringes die Fallen geradezu sehen konnte. Besondere Fähigkeiten: Der Träger hält plus 25% auf Fallen finden. Das ist schon nicht schlecht, aber unser Unsichtbarkeitsring, den finde ich definitiv sehr viel praktischer. So. Dann lassen wir erstmal, dann können wir ja dann verticken. Dann packe ich jetzt mal hier rein zu der kostbaren Sache. Und dann, ja, hier war noch Sache. Das war eine stinknormale Streitaxt plus 2. Da ist nichts Besonderes dabei, das ist ja nicht magisch. Dann haben wir noch bei der Festung Danisee der Schlitzer plus 2 kriegt. Dieser Kompositlangbogen ist nur einer von vielen, die vom selben halbelfischen Bogner hergestellt wurden. Sein Name ist heutzutage niemandem mehr bekannt. Vor langer Zeit waren mehrere hundert dieser Bögen im Einsatz. Sie wurden hauptsächlich von Aufklärern eingesetzt, die in der Anauroch patrouillierten. Das ist eine riesige Wüste in westlicher Toril, also auf der Welt. Ein Großteil der Bögen, die Schwertküste liegt ganz, ganz westlich. Also wo wir sind, ist ganz, ganz westlich an der Schwertküste eigentlich. Fast schon im Südwesten, könnte man sagen. Aber noch nicht so weit Süde wie Tetyr und Kalimshan. Das ist ganz im Südwesten. Egal. Ein Großteil der Bögen ist im Verlauf der Zeit verloren gegangen oder zerstört worden. Heutzutage ist nur noch der Verbleib einer Handvoll dieser Bögen bekannt. Sie werden allerdings selten eingesetzt, da ihre Anwendung eine enorme Stärke erfordert. So, von uns hat sowieso niemand auf sowas geskillt, von daher passt das. Und ich muss mich korrigieren, Toril ist die Welt und der Kontinent, auf dem das hier alles ist Faerun. Ring der Klugheit. Die Herkunft des Ringes ist unbekannt. Obwohl die Verzauberungen auf diesem Ring ähnlich sind wie auf den klassischen Magiering, ist er doch irgendwie anders.
Er fühlt sich anders an. Das Metall hat nicht das gleiche Gewicht und die Aura ist fremdartig. Außerdem unterscheidet sich seine Funktionsweise ein wenig von einem traditionellen Magiering. Vermutlich wurde der Ring auf einer weit entfernten Ebene gefunden. Wer ihn erschaffen hat, wird euch daher wohl ewig ein Rätsel bleiben. Ist ja auch gewundert, dass Lavok das Ding gehabt hat und wie gesagt, gibt spezielle Fähigkeiten, dass man 2 Zauber von Grad 2, Endzauber von Grad 3 und Endzauber bei Grad 4 zusätzlich abbringen darf. Sehr, sehr praktisch. Und ich glaube, diese Kohle, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr, aber wir nehmen sie einfach mal mit. Man weiß so nie. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, da die solamnische Ritter jetzt auch nicht besonders wichtig waren, kann ich ja wieder ein Quick-Save machen. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2. Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Nicht verpassen, wenn der Anomen seine Ritterprüfung nicht besteht. Ayan Yankee.